Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentarvideo. Ja, und damit gehen wir auch direkt rein. Ja, eure Kommentare nach dem Champions League-Spiel in Kopenhagen. Und da gehen wir rein. Kevin Dispert, unser Fanclub war heute einfach nur geil. Wir müssen wirklich was an unserem Spielstil ändern, das geht nicht lange gut. Fanblog war wirklich gut, haben gut abgebrannt. Wird wieder ein bisschen was kosten, aber bei uns im Verein, was das anbelangt, spielt das nicht wirklich eine Rolle, würde ich behaupten. Wobei man auch sagen muss, Kopenhagener Fanblog war auch gut was los. Rheinisch. Bei dem eigensinnigen Fußball, den wir spielen, sieht man Müller seine wahre Klasse an, indem er Tell abspielt zum 2:1. Wer weiß, ob nicht jemand anderes selbst versucht hätte und die Chance vernebelt hätte. Ja gut, das weiß man nie, ob jemand anderes was anderes gemacht hätte. War auf jeden Fall überragend gemacht von Müller. Ne? Heavy Metal Pearls. Der größte Witz ist doch, dass Kimmich Man of the Match war. Yes, hab ich auch nicht verstanden. I don't know. In gar keinem Ansatz habe ich das verstanden. Also, da war auf Kopenhagener Seite auf jeden Fall ein, zwei Spieler weitaus auffälliger im Spiel. Ne? Also wenn du von unserer Seite einen nimmst, dann wäre ich auch nicht bei Kimmich gelandet. Also. Gute Analyse insgesamt, Monolight, gute Analyse insgesamt. Ich mag deine Videos, du gehst ja schon angemessen hart mit den Spielern ins Gericht. Umso mehr hat es mich gewundert, dass du bei Leimer einen blinden Fleck hast, der in diesem Spiel eine absolute indiskutable Leistung gezeigt hat. Der hat mit all seinen Fehlpässen unsere Angriffe beendet. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als er nach der Halbzeitpause wieder aufs Feld marschiert ist. Also würde mich mal interessieren, wie du Leimer bei uns funktionieren siehst. Für mich ist das Experiment auf der 8 mit ihm gescheitert. Ich freue mich auf die Saison mit deinen Analysen. Also ich habe den Leimer jetzt nicht so schlecht gesehen. Haben wir ja gesehen im Video, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Vielleicht habe ich, keine Ahnung, die Fehlpässe übersehen. Für mich war der Leimer der Einzige, der in der ersten Halbzeit auffällig war. Ja. Wie ich sagte, er war, was er verkehrt gemacht hat, er war mal wieder zu fickrig in meinen Augen. Wenn er halt schon vorne rechts außen an der Grundlinie ist und dann eine Flanke schlägt, ja, dann müsste sich halt jemand anderes in den Raum fallen lassen, den er da besetzen muss oder sollte. Wenn dann halt der Ball weg ist, ist es halt verdammt schwer, wieder nach da hinten zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ein Achter außen rechts bis zur Grundlinie laufen muss, um eine Flanke zu schlagen. Also das ist, was ich auch gesehen habe. Ja, das habe ich auch kritisiert. Aber ansonsten habe ich ihn als auffälligsten Spieler gesehen, der einfach was versucht hat, der immer anspielbar war, der gerannt ist, der geackert hat. Das, was vielen anderen Spielern gefehlt hat. Vielleicht habe ich da die Fehlpässe. Ich werd im nächsten Spiel mal explizit ein bisschen mehr auf den Leimer achten. Dann gucken wir mal. Wer weiß. Vielleicht habe ich unterbewusst da was übersehen. Ich versuche gerade, mich zurückzuerinnern. Ja, keine Ahnung. Ich werde mal genauer auf den Leimer achten, ob ich da einen blinden Fleck habe oder nicht. Kriegen wir raus. Mr. Universe, du sagst es zwar sarkastisch, dass wir anscheinend unsere Ansprüche herunterschrauben müssen, aber wenn ich mir einige Leute hier anschaue, ist das absolut wahr. Letztes Jahr konnte nicht einmal Man City, der später Champions League-Sieger, auswärts in Kopenhagen gewinnen. Wir konnten sogar nicht einmal ein Tor schießen, das ging 0:0 aus. Dortmund und Sevilla haben dort ebenfalls nicht gewonnen. Auch der große FC Bayern kann nicht überall hinfahren und erwarten, dass man die Gegner überfährt. Das war früher übrigens auch nicht so. Selbst in unser Trippeljahr haben wir in der Gruppenphase gegen Valencia nicht gewonnen und gegen Bate Borisov verloren. Das ist ein Verein aus Belarus. Ich weiß, wo Bate Borisov herkommt und nochmal, mich interessiert das nicht, was letztes Jahr war, welche Mannschaften da gespielt haben, welche Mannschaften welche Ergebnisse erzielen, interessiert mich auch nicht. Interessiert mich nicht, ob Manchester City gegen einen Club 0:0 spielt, gegen den wir dann 2:1 gewinnen. Mich interessiert unsere Leistung, die wir auf dem Platz zeigen, nicht mehr und nicht weniger. Ja, Captain Frame, danke dafür. Das sind diese Vergleiche geben, die interessieren mich gar nicht. Das geht mir auf den Sack, Alter. Du kannst nicht ein Fußballspiel das eine mit dem anderen vergleichen. Das sehen wir jede Woche aufs Neue, dass das nicht geht. Ja? Allein Tagesform, allein kadermäßig. Es ist halt Schwachsinn, irgendwelche zurückliegenden Spiele miteinander zu vergleichen. Also das ist Tullux. Ja gut, die Diskussion schenke ich mir. Tommy, ich liebe deine Analysen, immer top und genau auf den Punkt. Vielen Dank dafür.
Taktik Bayern, tolle Technik, egal ob mit links oder rechts, ganz überlegen gemacht. Supertel, die Jungen drehen das Spiel so, darf auch mal sein. Der Ulle Oldi mit einem Weltklasse Save. Danke fürs Festhalten der Punkte. Glastro, gute Analyse, nur mit Leimer bin ich nicht ganz einverstanden, was für mich mehr eine 4. Koman ist seit Wochen nur eigensinnig und weit von seinen Möglichkeiten entfernt. Unser Mittelfeld ist und bleibt eine Baustelle und für die Abwehr hoffe ich schwer, dass der bald wieder fit ist. Und Tuchel sollte vielleicht mal im Training einstudieren lassen, wie man Kane in das Spiel einbindet. Eventuell mal einen Ball im Training benutzen, der bei zu langem Ballbesitz und zu vielen Eigensinnen so heiß wird, dass man abspielen muss. Naja, wir könnten ja einen Ball erfinden, der umso länger man Ballbesitz hat, umso heller er wird. Gerade Coman, Musiala und Sané sind da die angesprochenen Kandidaten. Jedenfalls zählt bei Tuchel je mehr der Status Nationalspieler anstatt einer Leistung Teamplayer. Ja, ich weiß es nicht. Wir sehen ja, du zählst es ja selber auf. Ich meine, ich habe es ja auch schon durchkritisiert, durchthematisiert. Es ist ja bei allen Spielern so. Alle, die da vorne rumgurken, mal abgesehen von Kane, ist alles super ich-bezogen, super nur ich will hier glänzen gefühlt. Keiner hat Bock auf Kombinationsspiel, keiner hat Bock mal Flanken zu schlagen. Ganz komisch. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Ich weiß es nicht. I don't know. Man könnte ja irgendwie argumentieren, ja, der Druck, dass man unbedingt was zeigen muss, weil von außen die Spieler so stark sind, die reinkommen. Aber das ist ja unterm Tuchel kein Kriterium. Ja? Sieht man ja an Coman. Das Spiel davor war Grütze, das davor war Grütze. Er läuft trotzdem jedes Mal wieder in der Startelf auf. Also das kann ja kein Argument sein, dass man sagt, oh, er hat jetzt Angst um seinen Stammplatz und will unbedingt ein Tor schießen oder sowas, um aufzufallen oder so. Und ich denke, ein Außenstürmer muss man auch nicht unbedingt an Toren messen. Da geht es halt auch mal darum, wie man den Mittelstürmer denn mal einsetzt. Ja. Olu, auch ein Dank an Tell, hat mehr gemacht in den Minuten als Coman in der ganzen Saison bis jetzt. Ja, lass ich mal so stehen, ne? Mede Beats Bro, sprichst mir aus der Seele, absolut richtig, was zum Geier macht Coman auf dem Platz aktuell. Nicht zu vergleichen mit seiner Form letztes und vorletztes Jahr. Verstehe nicht, warum Tuchel ihn aktuell überhaupt aufstellt. Er schafft es aktuell nicht mal ein einziges erfolgreiches Dribbling zu machen. Ja, ich denke, was heißt ich denke? Es ist wild einfach. Ich kann es euch halt auch nicht mehr sagen. Ich blicke da auch nicht mehr durch. Er versucht halt auch gar nicht außen durchzugehen. Ne? Als wenn das verboten ist. Als wenn das verboten ist, zur Grundlinie zu gehen und mal eine Flanke oder mal einen scharfen Pass in den Rückraum zu legen oder einen scharfen Pass einfach mal vors Tor zu prügeln. Jedes Mal, wenn er den Ball kriegt, entweder wird stur nach innen gelatscht, so wie es ein Sané schon von Anfang an macht, oder der Ball wird wieder in die Mitte gespielt. So, nichts anderes. Es wird gar nicht erst versucht, in das 1:1 zu gehen, um an dem Außenspieler vorbeizukommen, um da mal bis zur Grundlinie zu gehen. Also ganz wild. Emil Rafdik. Kopenhagen muss man auch Respekt zollen, sind ein starker Gegner. Ja, haben auf jeden Fall leidenschaftlich gespielt, haben das gespielt, was sie konnten. Dieser Kombinationsfußball war bei denen mehr zu sehen wie bei uns. Und das einfach durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ja. Da ist jetzt keiner der überragende Star, Techniker, sonst was. Einfach durch Kämpfen und überragende Mannschaftsleistung. Ja, das mit diesen anderen Mannschaften habe ich gerade schon gesagt. Lächerlich. Wir gucken auf uns und nicht, was andere Mannschaften gegen irgendwelche Gegner machen, gegen die wir auch spielen. Wen interessiert das? Es hängt, glaube ich, auch sehr viel damit zusammen, dass wir uns gegen tiefstehende Gegner schwer tun zu kombinieren. Bei Mannschaften, die offensiv spielen, sind wir auch kreativer und spielen schöneren Fußball. Weiß ich nicht. Ja, kann man ein bisschen so argumentieren. Aber weiß ich nicht. Es fehlt einfach die Leichtigkeit. Solange es 0:0 steht oder so, fehlt die Leichtigkeit. Aber klar tun wir uns schwer, wenn eine Mannschaft tief steht. Das wissen wir. Das wissen wir seit langem. Ja. Wir haben es aber auch schon bedeutend besser gelöst, wenn eine Mannschaft tief steht. Ja. Aber klar, wenn eine Mannschaft tief steht und dann so wie gegen Kopenhagen keinerlei Bewegung beim Sané, beim Coman, beim Musiala ist, die einfach in ihren Positionen, auch beim Kane, die einfach in ihren Positionen stehen und, keine Ahnung, warten, dass dem Ball vor die Füße fällt, ja, dann passiert das, was da passiert. Ja. Also man muss halt schon Bewegung haben und man muss dann auch mal ein bisschen variabel sein. Und nicht erst, es muss eine Halbzeitpause kommen, dann wechseln wir mal 10 Minuten die Seiten und dann wechseln wir wieder zurück. Also
muss auch mal ein bisschen Eigenverantwortung von den Spielern kommen, aber vielleicht ist das einfach unter Tuchel nicht gewünscht, das wissen wir halt nicht. Wir wissen nicht, was Tuchel da vorgibt. Er fragt ja auch kein Reporter mal in irgendeiner Pressekonferenz nach, die stellen ja immer nur die gleichen Schwachsinnsfragen. Wäre halt schön, mal da solche Fragen zu stellen. Ob er dann darauf antwortet oder nicht, ist eine andere Sache, aber man könnte die Frage ja wenigstens mal stellen. Der schwarze General war das übrigens. Master King. War zwar wieder nicht schön anzusehen von uns, aber Kopenhagen war schon ein harter Brocken. Trotzdem fehlte es gerade in Halbzeit 1 an Ideen und Kreativität und die Defensive war auch in diesem Spiel nicht immer sattelfest. Aber echt bis zum Schluss gezittert und dank Ulle konnten wir uns am Ende doch noch über 3 Punkte freuen. Ja, nicht nur die zweite Halbzeit war ideen- und kreativlos, nicht nur die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit genauso. Bei Leimer gehe ich nicht wirklich mit. Ja, er kämpft und hängt sich rein in jedem Spiel. Das mag ich auch an ihm, aber insgesamt war er oft in den falschen Räumen. Fand die Leistung jetzt nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Insgesamt genauso durchschnittlich wie jeder andere auf dem Platz. Und das Sanés Läufe nach innen im Nichts verlaufen liegt daran, dass die anderen sich nicht freilaufen, sondern rumstehen. Und schauen, was Leroy macht, was ein generelles Problem bei uns ist momentan. Ja, da stimme ich dir zu. Auch das mit Leimer habe ich ja gerade schon gesagt, dass er auch dann in die falschen Räume mal. Ja, ich stimme dir zu. Das ist aber allgemein. Es bewegt sich keiner. Punkt. Ja, das ist nicht nur auf Leroy bezogen. Es bewegt sich keiner da vorne. Die standen alle. Und ja, wenn dann eine Einzelaktion kommt, ja, dann bewegen die Leute sich trotzdem nicht. Ja, das ist das große Problem. Es müssen sich einfach mal alle Spieler ein bisschen bewegen. Vielleicht waren sie müde, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist am Ende auch wurscht. Ja. Hier Mango, Sorbert, Leimer stand einfach viel zu oft vor Kane im Strafraum. Was macht der als Sechser in diesem Raum? Absolut unterirdisch einfach. Erstmal, es war Leimer kein Sechser, sondern ein Zehner. Wenn du Tuchel zugehört hättest vor dem Spiel, Tuchel hat gesagt, wenn wir im eigenen Ballbesitz haben, rückt Leimer auf die Zehnerposition. Wenn wir nicht im eigenen Ballbesitz sind, geht Leimer zurück auf die Achter- oder Sechserposition. Für mich. Das war der Plan. Vielleicht war Leimer deswegen so verwirrt, ich weiß es nicht. Ich fand's auch Schwachsinn. Ja, habe ich jetzt schon gesagt. Sehe ich genauso. Leimer gibt immer alles und ist auch super im Pressing, aber fußballerisch fällt er meines Erachtens schon vom Rest ab. Maikes, ja, fühle ich nicht die Aussage, dass er irgendwie technisch vom Rest abfällt. Aber gut. Wie gesagt, vielleicht habe ich da einen blinden Fleck. Ich werde im nächsten Spiel, wenn der Leimer mal wieder auf der 8 spielen sollte, werde ich ihn mal ein bisschen genauer im Auge behalten. CEO Verona, du hast ein Talent, du merkst dir nur negative Sachen und schaffst es, diese noch negativer darzustellen. Ja, ist doch supi. Habe ich doch wenigstens ein Talent. Aber wenn dir das zu negativ ist, jo, ist doch völlig legitim. NBA Sam. Kopenhagen war manchmal mit 10 Spielern in ihrem eigenen Strafraum, während Bayern 3 bis 4 Spieler hatte. Die Verteidigung war daher schwierig. In der zweiten Halbzeit spielte Kopenhagen etwas offensiver und wurde so ausgekontert. Bayern spielt für ihre Verhältnisse sehr viele Fehlpässe. Jo. Stefan H., du lieferst wie immer schnell und auf den Punkt. Danke. Eine positive Sache hast du vergessen. Kimmich kann endlich wieder ruhig schlafen, weil er gesehen hat, dass Sané doch nicht vom anderen Stern ist und auch da nach 6 Spielen mit konstanter Leistung Schluss ist. Kommentiere ich nicht. Bricks im Kopf. Wie geil, hatte das gleiche Gefühl, hab mich auch bestätigt gefühlt. Wann machen wir den Stammtisch auf Twitch? Heute. Banja Lukan. Kimmich, Man of the Match, keine Ahnung, wie das passiert ist, war echt zum Großteil sauer, allein dass Tuchel so lange nicht wechselt. Viele Spieler waren schwach, aber einige echt absolut schwach. Leimer war so ein Spieler, weder nach vorne noch nach hinten war er heute gut, für mich eine 5 bis 6, aber auch Spieler wie Coman, der nur ein Schatten seiner selbst ist. Müller, Tell und Goretzka haben dem Spiel so gut getan und eigentlich könnte man so viel nörgeln, aber ich beende das mit etwas Positivem. Tuchel sah nach dem Spiel mal nicht genervt aus, hat mit den Spielern gelacht. Das war das erste Mal, sah völlig ungewohnt aus. Unser Interview nach dem Spiel war mal nicht negativ, hat mich sehr überrascht. Zu deinem Video gesehen, zur Union, war auch sehr oft im Olympiastadion und dort so eine Atmosphäre noch nie gesehen. Ja, wirklich krass. Ich war auch schon oft im Olympiastadion. Auch Bayern-Spiele habe ich immer auf Karten gekriegt, warum auch immer, frag mich nicht. War echt gut. Interessant, dass wir uns im allen einig sind, außer bei Leimer. Ich fand ihn heute schwach, was er aber immer macht. Er kämpft und beißt. Ja, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Ne? Zur Taktik, ich sage schon lange, sehe da nichts, was für Tuchel spricht. Und lustig, dass du Pep absprichst, weil Tuchel echt alles kopiert. Die erste Halbzeit in Leipzig
Sollte eine Kopie von City sein, hat aber nicht funktioniert. Genauso, dass man nur Spieler aus England holen will und nicht nur Spieler nach dem Co-Trainer etc. Soll nun noch einer von Chelsea kommen. Ich bleibe dabei, Bayern und Tuchel passt irgendwie nicht so. Wie gesagt, heute war es zum ersten Mal positiv nach dem Spiel. Ja. Ja, können wir viel drüber philosophieren, ne? Gar keine Frage. Habe ich ja auch schon gesagt. Ich war super überzeugt von Tuchel, als er gekommen ist. Die Ergebnisse sprechen für ihn aktuell. Also, ja, schwierig. Ne? Klar können wir über ein paar Sachen nörgeln und so weiter, dass wir nur durch Eigenaktion, also sagen wir es mal so, dass wir vorne einfach nicht kreativ sind, dass wir keinen schönen Fußball spielen, aber die Ergebnisse stimmen. So, und solange das so ist, gibt das dem Trainer immer recht. Ne? Und wer sind wir, dass wir uns dann beschweren? Ja, nochmal in 3, 4 Wochen interessiert das keine Sau mehr, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Ne? Dann guckst du nur noch drauf, ja, das waren die Ergebnisse und Punkt. Ne? Darf man immer nicht vergessen. In erster Linie ist Fußball ein Ergebnissport und ja, vielleicht kommt die Leichtigkeit auch mit den Ergebnissen. Wie gesagt, so ein Harry Kane braucht halt einfach Zeit noch und so weiter. Geben wir einfach mal die Zeit bis zur Winterpause, aber ja, bin da halt auch ein bisschen zwiegespalten. Tuchel hat es geschafft, aus einem Spielstil, der 13 Jahre lang erfolgreich war, genau das zu sehen, was wir spielen. Respekt, da hilft wirklich nur noch Sarkasmus. Das zu machen, sorry. Christian Loch, habe ich eigentlich hier den Namen gesagt? Ja, ne? Ja, habe ich. Bot, das war ziemlich glücklich gestern und schrecklich, dem zuzusehen. Man hatte heute das Gefühl, dass eher die anderen die Tore machen. Richtig. Danny, als bei Koman und Leimer habe ich fast Brechreiz bekommen. Die hätte ich beide schon nach der ersten Halbzeit runter. Der macht 2 Millionen Haken und den Ball dann wieder zurückzuspielen. Der ist so brutal eigensinnig und dadurch ist Kane auch nie ins Spiel gekommen. Der wollte alles alleine machen. Die Kombo Sané und Kane ist sehr gut. Auch Tell, Müller und ich denke auch Guerrero würde passen. Ein Leimer ist auf dem Niveau einfach auch nicht Bayern-tauglich. Das war er schon zweimal gegen seinen Ex-Verein nicht. Phasenweise hätte man auch meinen können, dass er Außenverteidiger spielt. Was lernen wir daraus? Tell auf links und auf jeden Fall im Winter Paulinho holen. Der wird uns garantiert weiterhelfen. Weiß ich nicht, ob man den Sané da jetzt rausnehmen muss. Er war für mich genauso eigensinnig. Ja, er hat mal einen Ball auf den Kane gespielt, das war es aber auch. Ja, den Rest kann man so stehen lassen. Wolfgang Presse, ich liebe deine Analyse. Danke. Noise Hunter. Ein großes Problem ist, dass von dem offensiven Mittelfeld kaum Chancen auf Heavy kommen. Bayern kreieren einfach zu wenig gute Chancen. Ja, gar keine. Gegen Kopenhagen. Gegen Kopenhagen, außer halt dann die Verlängerung von Kane auf Müller in der Schlussphase. Das war alles, was wir an Chancen kreiert haben. Adrian, Kopenhagen hat mich echt überrascht. Klar haben die nicht 11 Weltklasse-Spieler, aber die Teamleistung war echt stark. Bayern sehr träge und ohne Idee. Offensiv traut sich keiner etwas zu und auch die Abwehr wirkt unsicher. Da ist viel Luft nach oben. Ja, können wir genauso stehen lassen. Gerd Berger, wenn aber ein Spieler sich traut zu schießen und verzieht, dann wird er auf diesem Kanal wieder kritisiert, dass er zu eigensinnig ist und nicht den Beststehenden gesucht hat. So wie im Moment Sané, der uns schon oft in dieser Saison den Sieg beschert hat mit seiner Einsinnigkeit und doch immer kritisiert wird. Ja, wie gesagt, man muss halt eine Mischung finden. Ne? Wenn ich 15 Mal eigensinnig bin und meine Mitspieler ignoriere und dann von den 15 Mal irgendwann ein Ball reingeht, ja, soll man den Spieler dann in den Himmel loben oder was? Also man sollte schon als verdienter Nationalspieler und sich fühlender Weltstar und Abermillionen verdienenden Spieler sollte man in der Lage sein zu sehen, ja, jetzt ist vielleicht die Chance da, mal das Ding selber zu machen und zu schießen und jetzt sollte ich den Ball vielleicht mal lieber spielen. So. Das fehlt halt. Das fehlt bei allen da vorne. Nicht nur bei Sané. Ich finde es nur schlimm, Adrian, ich finde es nur schlimm, wenn sich jemand was traut und es nicht klappt, besser als immer nach hinten zu spielen und das Tempo rauszunehmen. Shisho, danke für die saubere Zusammenfassung. Tricks im Kopf, Hammer-Taktik-Beschreibung von dir und ja, die Ergebnisse geben vielleicht dem Trainer recht, fragt sich nur wie lange. Das werden wir sehen, ne? Chill the Master? Ich weiß nicht, was der Tuchel im Training macht, aber im letzten Drittel ist nichts einstudiert. Nee, ist auch nicht. Das glänzen wir nur durch Eigenaktion.
Brex im Kopf, ich sage zu dem Spiel nicht viel, habe genug gesagt bzw. geschrieben, also eine Spielidee haben wir nicht. Einzelaktionen retten uns. Trainer, du bist für ein Zusammenspiel verantwortlich. Sowas muss trainiert werden. Wer trainiert die Mannschaft? Ja, keine Ahnung, den Nicknamen kann ich nicht lesen. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis diese Egos merken, dass wir auch einen Stürmer haben. Wieder einmal Kane so gut wie nie eingebunden und gesucht worden. Peter, Kai, du solltest der nächste FC Bayern Trainer werden. Da bin ich auch für, aber ich bin halt nur ein popliger ITler. Thomas, ich habe mich nie für Fußball interessiert, aber ich finde das besser als die meisten Podcasts. Nur ich verstehe die Fußballerpositionen nicht. Was ist ein Achter, was ein Sechser? etc. Gibt es da vielleicht eine Seite, die das übersichtlich erklärt? Dann verstehe ich auch besser, was da geredet wird. Obwohl ich nie ein Bayern-Spiel schaue. Das weiß ich gar nicht. Müsste ich selber googeln, ob es sowas gibt. Ein Sechser ist, oder ein Sechser, es gibt erstmal, ja, das ist schwierig. Ein Sechser und ein Achter, wenn man nie selber Fußball gespielt hat, waren da früher, wurde halt die Mannschaftsaufstellung mit 11 Rückennummern dahingehend aufgestellt und da wusste man, wer die 6 trägt, ist auf der Position, wer die 8 trägt, auf der Position. Heutzutage ist alles ein bisschen anders. Und es gibt natürlich unterschiedliche Interpretationsweisen eines Sechsers. Aber wenn man von einem richtigen Sechser spricht, ganz im Groben, ist das der defensivste Mittelfeldspieler, der dafür da ist, die Balance zwischen Angriff und Offensive in der Mannschaft zu regeln, quasi. Der Achter ist eigentlich eine Position weiter vor ihm, aber auch in der Mitte vom Feld, ist eigentlich der Spieler, der ja dann noch mehr die Offensive pusht. Ne? Gutes Zusammenspiel zwischen Sechser und Achter ist, dass der Sechser dem Achter dann auch mal klar macht, yo, wir sind jetzt unter Druck, ich brauche einen zweiten Sechser neben mir und so weiter und so fort. Also ein gutes Zusammenspiel zwischen Sechser und Achter ist schon Gold wert. Ja, haben wir ja auch schon mal gesehen bei uns vor einiger Zeit. Aber aktuell haben wir da halt Riesenprobleme. Jetzt mal so einfach ganz minimalistisch erklärt. Ja. Marco Günther, als Bayern-Fans leben wir in schlechten Zeiten. Ständig muss man auf irgendwelche Einzelaktionen hoffen, weil spielerisch nichts geht. Tuchel hat noch Glück, weil die Ergebnisse noch stimmen. Na, wir leben nicht in schlechten Zeiten, die Ergebnisse stimmen ja. Also ich kann mich in den 90er Jahren an ganz dunkle Zeiten erinnern. Ja, Berger, bei Levi war es aber dasselbe. Wie viele Spiele haben wir durch seine Einzelaktion gewonnen? Ein Stürmer muss halt sowas tun, um Tore zu machen. Das viele Passspiel um den 16er, wo jeder den letzten Pass machen möchte, nervt noch mehr. Ja, aber das sehen wir ja bei uns auch nicht. Die Aussage würde ich ja fühlen. Die hätte ich unter Pep gefühlt, aber das sehen wir ja bei uns auch nicht. Wir spielen ja nur handballmäßig den Ball hinten rum und quer. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie um den 16er spielen, schnell, um mal irgendwie den letzten Pass zu finden oder eine Anspielstation zu finden. Das tun wir ja auch nicht. Also, weiß ich nicht. Marco Günther, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass wir defensiv zu viel passen und vorn drin kaum und meistens irgendwo yes. Justus, es ist katastrophal, wie schwer sich Bayern gegen tiefe Blöcke tut. Meiner Meinung nach ist im letzten Drittel Leimer das Problem in diesem Spiel. Macht Laufwege, mit denen er Räume überlädt, die nichts bringen. Fehlt dann hinten. Das ist richtig. Sané hatte zwar gegen Kopenhagen ein schlechtes Spiel, aber in anderen Spielen gelingen seine Situationen meistens. Weswegen ich ihn nicht so schlecht finde. Kopenhagen genau das Gegenteil. Alles geht schief immer. Musella muss meiner Meinung nach viel tiefer spielen. Diese stationäre Rolle auf Höhe letzter Reihe passt null. Funktioniert null und er ist nach jeder Umstellung besser als vorher. Bin ich komplett bei dir, was Musella anbetrifft, auch was Sané und Coman anbetrifft. Verstehe Tuchel deswegen auch nicht, warum er in jeder Halbzeitpause dieselben Änderungen durchführt und dann doppelt so gut spielt, statt das einfach mal im Vorwege zu tun. Und dieses 1 gegen 1 orientierte Spiel ist ja eigentlich mit den Spielern ein guter Ansatz, aber man schafft es halt einfach nicht, die Leute in die richtigen Situationen zu bringen. Sobald ein Sané ins Dribbling geht, friert gefühlt die ganze Mannschaft ein. Diese Statik, die komischerweise immer nur in der ersten Halbzeit stattfindet, ist halt echt unerklärlich. Ja, vielleicht kommt diese Statik aber auch dadurch, dass ein Sané jedes Mal, wenn er das tut, halt den Schuss sucht und nicht irgendwie einen Mitspieler sucht. So, und dann denken sich die Mitspieler nach 5 Spielen, wo sie das mitmachen, vielleicht einfach auch, ja, weißt du was, dann leck meinen Arsch, Alter. Was soll ich jetzt da mich freilaufen, mich anbieten, wenn ich den Ball eh nicht kriege?
Deswegen sage ich ja, vielleicht muss einfach mal eine gute Mischung her. Ja? Das ist ja auch das, was, ja, nee, bringe ich nicht das Beispiel. Wir müssen nicht in vergangenen Zeiten schwelgen. Wie gesagt, wichtig ist die Mischung. Aber nochmal, wir sind Anfang der Saison, die Ergebnisse stimmen. Ja, es ist im Moment nicht schön anzusehen vorne. Was natürlich auch daran liegt, wie die Gegner gegen uns spielen. Aber die Gegner wissen, dass das klappt und deswegen spielt jeder Gegner so gegen uns. Das ist auch nichts Neues. Wir haben es in der Vergangenheit auch schon besser gemacht. Und ja, ein Heavy K muss besser eingebunden werden. Ein Heavy Kane ist jetzt aber auch gerade mal 5 Wochen da. Der braucht halt auch noch ein bisschen Zeit. Und dann schauen wir mal, wie es zur Winterpause ausschaut. Ne? Und vielleicht ist dann Besserung da. Vielleicht nicht, das werden wir dann sehen. Und klar kritisieren wir das. Ne? Aber aktuell müssen wir halt damit leben. So, das ist, was wir sehen, was wir aktuell bieten können und gut. Und solange wir damit die Ergebnisse erzielen, die wir erzielen, ist ja am Ende des Tages alles gut. Habe ich deinen Namen vorgelesen gehabt? Justus. Elia. Ich hoffe, es ist Elia und nicht Eliascht. Keine Ahnung. Leistung ausbaufähig, aber nicht unterschätzen, wie gut Kopenhagen ist, wenn selbst der beste Verein. Ich habe deinen Kommentar gelesen, da gebe ich dir kein Herz für. Immer diese Vergleiche, der beste Verein der Welt hat letztes Jahr da nur 0-0 gespielt, deswegen sind wir jetzt besser als Manchester City und ach, hör mir auf, Alter. Sorry Leute, die Kommentare kann ich nicht für voll nehmen. Habe ich einfach eine andere Einstellung zu, es ist auch nicht böse gemeint, ihr könnt euch an sowas auch hochziehen, was andere Vereine gegen denselben Verein spielen und was weiß ich was. Alles gut und schön, ist nicht meine Welt. Bot, okay, noch ein Kommentar. So, da ist er wieder. Bot, okay, noch ein Kommentar nach deinem Video. Leimer hat unseren FV vorne aus dem Spiel genommen. Und er hat normal schon gute Laufwege. Gleichzeitig hat er die Mitte aufgegeben, keine gute Vorstellung meines Erachtens. Da kann er ackern, was er will, wenn er die Grundordnung killt. Wir wissen, dass Tuchel immer aus einer stabilen Grundordnung kommt und mit wenig Kreativität arbeitet und im Normalfall mit so 1-0 gewinnt. Deshalb hat es mich gewundert, dass sich alle so gefreut haben, dass Tuchel kommt. Von seinem teilweise fehlenden Feingefühl mal ganz zu schweigen. Wir haben gesehen, dass eben die Holding Six viel wichtiger ist als ein Neuner, was schon viel sagt. Tuchel ist meines Erachtens eher ein Trainer für eine Mannschaft, die nicht über großartige kreative Spieler verfügt und über die Taktik kommt. Was mir gestern auffiel, ist, dass die Gegner halt alle die Grundordnung hielten und gemeinsam verschoben. Auch noch hinten immer alle sich beteiligten und bei uns die Vorderen wieder kaum nach hinten arbeiteten. Ich denke, die haben gedacht, das ist nicht nötig bei den Gegnern. Ich frage mich, wie oft die noch gegen Kleine einen auf die Mütze bekommen müssen, bis sie diese Allüren mal aufgeben. Seien wir uns mal ehrlich, Leipzig ist gut, aber bei weitem nicht so gut, dass dies eine Entschuldigung wäre für uns, dies nicht zu gewinnen. Den Satz bin ich voll bei dir. Bei Leimer auch. Wie gesagt, er hat da vorne als rechter Außen, also als Achter, nichts auf der rechten Verteidigerposition an der Grundlinie zu suchen. Was uns fehlt, ist Präzision. Kaum ein Pass kann direkt weiterverarbeitet werden. So kann kein Kombinationsfußball gelingen. Über Coman will ich mich echt nicht auslassen. Tatsächlich hat Tuchel recht, dass sogar Gnabry besser spielen würde. Und ich sage euch, Mané wäre besser gewesen als beide an dieser Position. Da gehe ich nicht mit dir, dass ein Gnabry besser gewesen wäre als ein Coman. Gnabry war noch weniger im Spiel drin, als es ein Coman war. Meiner Meinung nach. Ansonsten, ja, stimme ich dir im Großen und Ganzen zu. Ja, die Allüren muss man halt lernen. Ne? Musste Robben und Ribéry damals auch. Das hat auch eine Zeit gedauert. Aber die Spieler, die jetzt da sind, ich meine, gerade so ein Coman hat das eine Zeit lang überragend gemacht, auch ein Sané. Aber es ist vielleicht unterm Tuchel auch nicht mehr so gefragt. Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Man kann da immer... Ja, wir können den Spielern den Vorwurf machen, aber nochmal, vielleicht kommt das auch vom Tuchel. Vielleicht kam das auch mit Leimer vom Tuchel. Macht da vorne, sei ein bisschen beweglich, was weiß ich. Weil hat der Leimer sonst ja auch nicht gemacht, so eine wilden Sachen. Ich möchte ihn da jetzt nicht in Schutz nehmen. Vielleicht war das auch seine Entscheidung, dann war es einfach schlecht. Da bin ich voll bei dir. Obwohl er halt der auffälligste trotzdem war in der ersten Halbzeit. Der Einzige, der halt was versucht hat. Wenn es dann auch Fail war, wie du richtig sagst, er hat da rechts außen nichts zu suchen, fehlt dann in der Mitte. Ja,
Schwierig. Schwierig, schwierig. Chris, die ersten 60 Minuten eine Katastrophe mal wieder. Keiner sucht Kane bei I don't know. Wir haben 100 Millionen bezahlt und Tuchel kann den Solo-Spielern nicht beibringen, wie man ins Spiel bringt. What the fuck? Ja, vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, oder was heißt Schlimme, aber was ich nicht verstehe, normal sind das ja keine Solospieler. Also ein Sané oder auch ein Coman, die waren ja noch nie so eigensinnig, wie sie jetzt spielen. Auch ein Musiala nicht. Klar waren die schon immer eigensinnig, ist ja auch richtig, habe ich ja schon jetzt mehrfach gesagt. Man muss die richtige Balance finden. Man muss mal eigensinnig sein, dafür ist man Außenstürmer, gar keine Frage. Aber wenn in der Mitte der Stürmer besser postiert ist, ja, und ein Kane da so steht, eine Minute, bitte, 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 bring doch mal eine Flanke in diesen Raum hier rein, dann wird's halt lächerlich. Ne? Und ich weiß nicht warum. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler jetzt gesagt haben, ach wisst ihr was, lass uns jetzt mal alle nur auf uns gucken. Vielleicht ist das einfach die Taktik, die Tuchel fahren möchte. Ich weiß es nicht. Vielleicht soll das die Taktik sein. Hier ist jetzt Kane, die Innenverteidiger konzentrieren sich auf Kane. Lasst den mal ein bisschen außen vor und guckt mal, dass ihr die Räume nutzt, die er da durchzieht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich kann nur raten. Wie gesagt, es wäre halt schön, wenn die tollen Pressekonferenzen Reporter mal eine Frage in diese Richtung stellen würden. Maggi, es liegt am Kader zu viel Durchschnitt und keiner der Spieler kann mir erzählen, dass die es nicht mehr zustande bringen, den Neuner vorne zu suchen und abzuspielen nach den ganzen Jahren mit Lewandowski. Ja, wie gesagt, das ist ja, was ich auch sehe. Von daher, vielleicht ist es einfach echt eine Vorgabe. Dass der Kader nur Durchschnitt ist, sehe ich nicht. Chris, ich verstehe es auch nicht, dass das kein Thema in der Kabine ist. Maggi, ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist das mittlerweile ziemlich langweilig. In der Mannschaft fehlt einfach das Besondere. Die Spielweise ist völlig abgekommen von dem, was Bayern vor Jahren mal gespielt hat. Ja, das ist richtig. Gerberger, nach dem Ausgleich hat Tuchel auf die Reaktion von Kopenhagens Trainerteam gewartet, um zu sehen, wer kommt und wer rausgeht. Darum hat er nicht gleich gewechselt. Also jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wie ich das im ruhigen Ton rüberbringen soll. Mir geht das tierisch auf die Eier, dass man gegen einen Club wie Kopenhagen, gegen einen Club wie, was weiß ich, neben jeden Bundesligisten, außer vielleicht die etwas besseren 4, sich so hardcore daran orientiert, was der Gegner macht. Ja? Wir sind der FC Bayern. Punkt. Fertig. Ja? Und wenn du Tuchel nach dem Spiel gehört hast, ist das auch nicht richtig, was du hier gerade äußerst. Tuchel hat nämlich gesagt, nee, ich wollte dann erstmal gucken, wie die Mannschaft reagiert, ob da jetzt nochmal was besser klappt, so. Und ich wollte da nicht sofort den Musiala noch mit rausnehmen, deswegen habe ich die Wechsel ganz sein gelassen. Er hätte auch die 2 Wechsel machen können. Und wenn das wirklich so ist, dass er die Reaktion des gegnerischen Trainers erst abwarten wollte, dann ist das ein Armutszeugnis. Punkt. Nochmal, nichts gegen FC Kopenhagen, hat ein gutes Spiel gemacht, ist mannschaftlich eine gute Mannschaft, haben wir gesehen, ist fickrig, alles gut. Aber irgendwo muss das mal enden. Nochmal, ja, man kann immer bis zum gewissen Punkt natürlich auf den Gegner schauen. Umso stärker der Gegner, umso mehr schaut man da, was man vielleicht ein bisschen anpassen kann. Aber man muss doch erstmal selber eine Spielphilosophie haben, ein Konzept haben, was man umsetzen möchte. Und das, was ich aktuell sehe, ist das Konzept, ja, wie ich gerade schon sagte, Harry Kane bindet 2, 3 Spieler, der Rest guckt, dass er durch eine Einzelaktion irgendwas macht. So, das ist das Konzept, was ich sehe. Ob das jetzt so das Konzept ist oder nicht, wissen wir ja nicht. Weil die Fragen nicht gestellt werden. So, aber wie armselig ist das denn, wenn man sagt, oh, wir haben jetzt das 1-1 geschossen. Oh, pass mal auf. Nee, ich wechsle jetzt nicht. Ich lasse mal die ganzen Spieler, einen Coman, der schon seit 70 Minuten keinerlei Leistung bringt, den lasse ich jetzt besser mal drauf. Weil ich will erst gucken, was der gegnerische Trainer macht. Da kann ich jetzt nicht einen Tell einwechseln auf derselben Position, der dieselbe Rolle einnimmt, aber viel, viel besser und viel, viel mehr Ehrgeiz hat. Das kann ich jetzt nicht machen. Ich warte erstmal, ob der jetzt vielleicht ein bisschen offensiver wird, ob er nochmal einen Stürmer einwechselt.
Weißt du, das würde ich ja verstehen, wenn man darüber nachgedacht hätte zu sagen, ey, pass mal auf, ich bringe jetzt eine zweite oder dritte Spitze und nehme einen Achter vom Platz. Dann hätte ich das gefühlt, diese Aussage. Hätte man sagen können, ja, war ich jetzt nicht sicher, ich warte erstmal, was der gegnerische Trainer macht, damit ich dann nochmal drauf reagieren kann. Das war aber nicht der Fall. Wir haben alles positionsgetreu ausgewechselt. Es sind einfach andere Spieler gewesen. So, also völliger Schwachsinn. Ah. Ja, man muss hier, ey, Leute, ne, mal hier ganz, ganz klare Ansage, wir müssen hier nicht auf irgendwelche Rechtschreibfehler drauf eingehen. Ne? Das ist nicht jeder in Deutschland geboren, nicht jeder hat die deutsche Sprache als Muttersprache oder sonst was. Deutsch ist eine super schwere Sprache, vielleicht hat einfach auch jemand mal eine Schwäche, also und immer noch sind das hier irgendwelche Kommentare und keine Aufsätze oder Diktate oder sonst was im Deutschunterricht. Ne? Also da immer mal locker flockig bleiben. Ich denke, man weiß, was hier gemeint ist. Ne? Das gilt übrigens für alle Kommentare. Bot, zum 1000. Mal, wir bräuchten unbedingt die super Flanken von Cancedo. Ja, wir bräuchten generell einfach mal Flanken. Aber ja, Cancedo hat gute Flanken geschlagen, definitiv. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, wir müssen jetzt nicht wieder anfangen, dass wir die Taskforce-Transferperiode in den Sand gesetzt haben. Semando, man kann dieses Jahr leider echt nicht erwarten, die Champions League zu gewinnen. Kane tut mir da wirklich leid. Double ist durchaus möglich, aber in der Champions League ist wahrscheinlich bereits im Viertelfinale oder so Schluss. Wenn wir einen großen Brocken abbekommen, war's das. In der Theorie können wir jeden schlagen, aber die Leistung können wir einfach nicht abrufen. Ja gut, also erstmal, ich glaube auch nicht, dass wir in den Champions League spielen, aber wir müssen die Leistung ja, wenn, dann auch nicht jetzt abrufen, sondern nächstes Jahr. Ne? Also die Leistung, die wir jetzt zeigen, interessieren in 3 Monaten keine Sau mehr. Ne? Das muss man mal ganz klar so sagen. Und du weißt nicht, wie es in 3 Monaten aussieht. Vielleicht spielen wir in 3 Monaten super Fußball, sind super stabil hinten und dann sieht die Sache ganz anders aus. Zum anderen, Double ist möglich, ja, aber dass das irgendwie einfach wird, glaube ich persönlich auch nicht. ATB, tolle Logik, dann hätte City letzte Saison auch nicht die Champions League gewinnen dürfen. Die haben letzte Saison in Kopenhagen nur 0:0 gespielt, die haben gar kein Tor geschossen, so viel dazu. Ja, wie gesagt, also diese Vergleiche schenke ich mir. Fühle ich nicht, die Vergleiche mit anderen Mannschaften. Nochmal, was wir jetzt gerade für einen Fußball spielen, ja, interessiert uns nicht, wenn es ums Viertelfinale geht. Jetzt interessiert uns, dass wir die Champions League Vorrunde als Erster beenden oder als Zweiter beenden, weiterkommen und gut ist. So. Na, nochmal, in 4 Wochen fragt keine Sau danach, wie wir 2:1 in Kopenhagen gewonnen haben. Nichtsdestotrotz setzen wir uns natürlich hier hin und kritisieren das. Ja, das ist auch völlig legitim. Man guckt sich die Leistung an, kritisiert die Leistung, aber solange die Ergebnisse stimmen, ist am Ende des Tages ja, alles wurscht. Ja, Fußball ist ein Ergebnissport. Punkt. Es bringt dir nichts, wenn du die beiden Spiele von Union anguckst, die ackern, rackern, sich den Arsch aufreißen, wirklich alles geben, stehen mit 0 Punkten da. Ja. Frag mal die Unioner, was sie lieber hätten. Dass sie super scheiß Fußball gespielt hätten und 2 Siege hätten oder so wie es jetzt ist. Ne? Es ist halt ein Ergebnissport. Das darf man halt nicht vergessen. Ja, auch wenn es nicht schön anzugucken ist, bin ich ja zu 1000% bei euch. Deswegen kritisiere ich ja auch diese Spiele. Wenn ich sie scheiße finde. Ja, gegen Bochum haben wir es überschwänglich gelobt. Was heißt überschwänglich? Wir haben es gelobt, weil es gut war. Ja, und gut. Ne? Das ist auch völlig legitim. Aber nochmal, es ist ja nicht, dass wir in einer Krise sind oder so. Wir haben 2 Unentschieden gespielt und uns alles gewonnen. Es ist doch alles fein aktuell. Von den Ergebnissen her. Vorsicht, Kopenhagen hat heute so gespielt, wie ich es von uns erwarte. Bei uns nur Spielfluss, kein Spielaufbau, nur Egoisten auf dem Platz. Erste Halbzeit alle Note 5, bis auf Ulle. Dass Tuchel in der Halbzeit nicht gewechselt hat, ist unbegreiflich. Unser Mittelfeld wurde überrannt. Da haben wir ja gar kein Land gesehen. Coman hat in der zweiten Halbzeit die ersten Flanken von rechts geschlagen. Ich hasse es, diese Grütze anzusehen zu müssen. Da ja Sané mit einem Abschied im Sommer spekuliert, kann ich mir seine egoistische Spielweise erklären. Er will sich für andere Clubs bewerben, aber bitte nimmt Gnabry, Goretzka und Kimmich gleich mit. Das weiß ich gar nicht, ob er uns im Sommer verlassen möchte. I don't know. Also, nochmal, es ist ja nicht nur Sané, wo das so ist. Ne? Es ist Coman, es ist Musiala, es ist jeder da vorne. Also da einen rauszupicken und sagen, so, du bist aber der,
Bei Sané ist es ja immer noch hin erfolgreich. Ja, jetzt gegen Kopenhagen nicht, logisch. Davor war es aber immer noch seine Spielweise erfolgreich. Ja, und gegen Bochum hat er ja auch mal Harry Kane gesucht. Gegen Leipzig auch ein, zweimal. Da war ja schon eine Steigerung zu sehen, wie ich fand. Das war jetzt gegen Kopenhagen wieder komplett so, meh. Aber auch da haben wir ja auch schon analysiert, dass unsere Offensive halt einfach steht. So, ja, und dann geht's nur über Einzelaktionen. Wenn du keine Anspielstation hast, wenn keiner Bock hat, sich zu bewegen oder sonst was, ist es halt schwierig. Und nochmal, vielleicht ist das eine Vorgabe, ich weiß es nicht. Christian, armer Harry Kane, das mit dem Champions League-Titel wird auch dieses Jahr nichts. Nein, wird's auch nicht. Je nach Losglück kommt man vielleicht bis ins Halbfinale, beim ersten dicken Brocken fliegen wir raus. Den Meistertitel kriegen wir wieder hinterhergeschmissen. Oh, das glaube ich nicht. Und vielleicht reicht's halt mal zum Pokal. Auch hier spielt das Losglück mit. International Habenseite sucht dieses Jahr nicht zu melden. International Habenseite auch dieses Jahr nicht zu melden. Wir können vom Glück reden, diese Gruppe geschenkt bekommen zu haben. Mann, Mann, Mann. Ja, gut, also das sehe ich jetzt ein bisschen differenzierter. Champions League-Titel habe ich auch schon mehrfach gesagt, sehe ich bei uns dieses Jahr auch nicht. Auch wenn wir jetzt nochmal nachverpflichten in der Winterpause und so, wird das alles Zeit benötigen und so weiter und so fort. Und die Frage ist ja auch noch, die im Raum steht, wollen wir uns als Verein komplett auf den Thomas Tuchel Fußball einlassen? Das Gefühl habe ich halt mit den Transfers, die wir getätigt haben, nicht unbedingt. Wenn man dann jetzt hört, man möchte jetzt noch Max Eberl als neuen starken Mann holen, könnte man jetzt munkeln, ja, ne? Den Rest könnt ihr euch zusammenreimen. Dass wir beim ersten dicken Brocken rausfliegen, weiß ich nicht. Ist auch immer Tagesform. Wir wissen auch, unsere Mannschaft ist eigentlich mal motiviert, gerade in der Champions League, gerade wenn dann große Gegner sind. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und dann kann auch ein Harry Kane einen Unterschied machen, ja. Darf man auch nicht vergessen. Also kann man so einfach nicht sagen, aber ja, ich denke auch, dass wir mit der Entscheidung der Champions League wahrscheinlich nichts zu tun haben werden. Aber wer weiß, ja, ne, vielleicht kriegen wir noch voll die Kurve, alles, wie gesagt, die Ergebnisse stimmen ja. Ne, vielleicht kommt die Lockerheit noch rein und so weiter und so fort. Und dann kommen noch die beiden passenden Spieler im Winter und vielleicht integrieren die sich schneller, als wir denken. Ja, und man weiß es doch nicht. Alles ist möglich im Fußball. Das ist ja das Schöne an der Sache. Dass wir die Meisterschaft hinterhergeschmissen kriegen, denke ich persönlich nicht. Warum denke ich das nicht? Einfach weil Leverkusen und Leipzig jetzt schon ordentliche Leistungen bringen. Ja, noch nicht überragend oder sowas. Trotzdem hat es bei uns nur zu Unentschieden gereicht. Und trotzdem haben beide Vereine viele, viele neue Spieler, was bedeutet, dass sie eigentlich im Laufe der Zeit noch eher besser wie schlechter werden. Ne? Und die gehen ja auch von Ergebnis zu Ergebnis, gerade Leverkusen. Also ich glaube nicht, dass wir eine Meisterschaft hinterhergeschmissen kriegen. Also, und Dortmund darf man auch nicht vergessen, ne? Wenn Dortmund, es scheint ja jetzt ergebnisstabiler auch wieder zu sein. Ich glaube, wir sind ja sogar punktgleich oder was. Also, nein, wir werden keine Meisterschaft hinterhergeschmissen kriegen dieses Jahr. Da gehe ich nicht mit. Dafür sehe ich Mannschaften wie Leverkusen und Leipzig da vorne, neben Dortmund natürlich, ja, einfach auf unsere Augenhöhe, definitiv. Eher sogar, wir müssen nicht davon reden, dass Leipzig oder Leverkusen den besseren Fußball spielen wie wir aktuell. Ja? Also von daher, Dortmund kann ich nicht beurteilen, von Dortmund habe ich noch nichts gesehen dieses Jahr. Von daher, nein, wir werden keine Meisterschaft geschenkt kriegen. Und ich denke auch, dass das eine spannende Meisterschaft wird dieses Jahr. Schilse Master, dass ein Musiala, Coman oder auch Sané so lange am Ball sind, liegt an der nicht vorhandenen Bewegung der Mitspieler. Bayerns Spiel ohne Ball ist einfach grausam, vor allem im letzten Drittel ist das Standfußball. Das ist richtig. Blödsinn, das Problem ist, dass die drei genannten kaum Chancen kreieren. Ja, sie können aber auch kaum Chancen kreieren, wenn derjenige, der den Ball hat, keine Anspielstation hat. Ne? Ich denke, das ist schon ein Zusammenspiel aus beiden. Ne? Aber ja, gegen Kopenhagen hat alles gestanden. Habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Auch ein Kane hat vorne nur gestanden. Auch der war relativ wenig in Bewegung, wie er sonst die Spiele war. Vielleicht hat er die Schnauze voll, weil er sonst die Spiele so viel Bewegung hatte und nicht einmal den Ball bekommen hat, kein Land gesehen hat, ich weiß es nicht.
Vielleicht waren sie auch einfach alle müde, ja, weil alle 3 Tage Spiel und das war jetzt ja noch mal 'n bisschen, zügiger mit Dienstag. Ich weiß es nicht, ich kann's euch nicht sagen. Wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Ähm, ja gut. Die, Diskussion, ne, schenke ich mir, wie man, Chancen kreiert und so weiter. Aber hier vielleicht noch, das stimmt zu 100 dass Coman auf rechts spielte, war er deutlich effektiver. Warum dann wieder die Seiten gewechselt wurden, weiß nur Tuchel. Rakit, das liegt einfach daran, dass Sané keinen Bock hat, auf links zu spielen. Das hat man ganz klar gesehen, dass er jedes Mal nur den Ansatz verweigert hat, mal 'ne Flanke zu schlagen. Ja, ähm, also für mich hat's den Eindruck gemacht, als ob Sané keinen Bock hätte. Obwohl Sané unterm Nagelsmann auf über halb links einfach, eigentlich seine stärkste Phase bei uns hatte. Lag aber auch daran, dass er da den perfekten Mix meines Erachtens nach hatte zwischen Kombinationsspiel, zwischen eigene, Eigensinnigkeit. Ja, keine Ahnung. Aber anscheinend fühlt er sich ja aktuell auf der rechten Seite wohl. Und er ist nun mal der Spieler, der die letzten Spiele die beste Form hatte in der Offensive. Und klar, wechselst du dann wieder zurück. Ja. Aber ja, natürlich, man hätte nach 10 Minuten nochmal wechseln können. Ne? Man muss einfach mal ein bisschen flexibler da vorne werden. Ne? Auch 'n Musiala kann man nach außen für 10 Minuten und 'n Sané mal in die Mitte. Also man kann doch mal ein bisschen durchtauschen. Das ist doch nicht das Schwerste auf dieser Welt. Also, verstehe ich auch nicht. Stefan, irgendwie bringt die Mannschaft unter Tuchel die PS einfach nicht auf die Straße. Bin mal gespannt, wie lange das noch gut geht. Ja, ich auch. Ipan, am Ende des Videos zeigt sich endlich, dass Tuchel auch die letzten Kritiker verstummen lässt. Es wurde hier auf dem Kanal sowieso zu viel Müll erzählt. Das sagen auch andere. Ich denke, mit dieser Strategie ist mindestens der Champions League-Titel drin. Ah, geil. Dann kriegt auch Kimmich endlich seinen über Jahre verdienten Ballon d'Or, wenn er weiterhin immer Man of the Match wird. Ich weiß jetzt nicht, ob dein Post sarkastisch gemeint ist oder nicht. Wenn nicht, dann Hut ab. Hans Wurst, ich persönlich habe einen hohen Leistungs- und Erfolgsanspruch an die Mannschaft. Aber vielleicht hast du recht und ich muss diesen Anspruch etwas runterschrauben. Der Fußball, den wir zeigen, ist grauenhaft, sehr uninspiriert, viel Spielglück und individuelle Klasse. Es können mal schwache Spiele passieren, aber in dieser Häufigkeit ist das extrem. Damals unter Carlo auch ähnlich. Schlechter Fußball, gute Ergebnisse, was einem später dann auf die Füße gefallen ist. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob Tuchels Philosophie, die ja viel defensive Stabilität, die wir leider nicht haben, und Kontrolle beinhaltet, zu unserer Mannschaft passt. Nagelsmann war ja eher auf Pressing, Risikobereitschaft und Tempo aus. Alles Faktoren, die Tuchel nicht sehen will, wie es scheint. Ich lasse mich gerne als Besseren belehren, bin aber sehr skeptisch. Ich kann dir nur zu 100% zustimmen. Und das mit dem Anspruch runterschrauben und so weiter, wie es im Video gesagt hat, war schon mit dem Augenzwinkern gemeint. Ne? Ich weiß nicht, wie lange du hier auf dem Kanal bist, aber solltest du wissen, dass ich dieselben Ansprüche an unserem Club habe. Ja? eFootball Mastro, Kimmich Man of the Match. Tschakka! Ja, die Diskussion lasse ich mal weg. Jessup, wie sollen in Zukunft keine Spieler mehr von Leipzig... Wir sollen in Zukunft keine Spieler mehr von Leipzig holen. Bis jetzt konnte kein einziger überzeugen. Leimer war doch gestern Abend die Vollkatastrophe. Wen haben wir denn geholt? Upa, Sabitzer und Leimer. Ja, also ich habe einen Leimer schon überzeugend gesehen. Jetzt, wir reden jetzt nicht von gestern, also mal so generell. Auch ein Sabitzer hatte gute Phasen bei uns. Auch ein Upa hat sehr, sehr starke Phasen bei uns. Auch die Saison finde ich jetzt bis jetzt eigentlich sehr stabil von ihm. Ähm, ja, schwierig. Ich denke, das große Problem ist halt einfach, dass Leipzig einen ganz anderen Fußball spielt, wie wir das tun. Ne? Das ist vielleicht so das größte Problem. Und jetzt noch unter Tuchel noch mal einen ganz anderen Fußball. Aber ja, wenn du es so grob runterbrichst, kann man das vielleicht so interpretieren. FC Bayern-Fan Forever, unser Joker, Tello Müller haben es gemacht. Jo. Nikolaus Michels, feier deine Videos, aber vielleicht solltest du deine Erwartungshaltung an deinen so super qualitativ besetzten FCB-Kader mal ein bisschen runterschrauben. Ja, habe ich doch in dem Video gesagt. Gibt so viele Situationen im Spiel, die so halt einfach nur mit mangelnder Qualität zu begründen sind.
Einfache Stoppfehler, katastrophale Fehlpässe, ungenaue Bälle, individuelle Patzer, fehlendes Vermögen im Ausspielen von Überzahlsituationen. Weiß nicht, ob man das alles Tuchel in die Schuhe schieben kann. Ja, kann man. Erkläre ich dir auch gleich warum. Gebt dir natürlich recht, dass die Art und Weise des Auftretens, Quergeschiebe von Opa auf Kim, fehlende Kreativ im letzten Drittel, zu wenig Tempo und kaum Freilaufen im Spiel. Alles andere als den Ansprüchen vom FCB entspricht und man Tuchel auch zu Recht dafür kritisieren kann. Aber, finde, du ziehst Tuchel schon sehr in den Dreck. Will hier nicht Kopenhagen als Weltmannschaft abstempeln, aber die haben letztes Jahr selbst gegen... Den Absatz können wir uns gleich schenken. Der Mann ist bei bewiesenerweise ein absoluter Top-Trainer und hat sicherlich auch einige Schwächen. Aber sich bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, so auf den Trainer einzuschießen und sich über ihn lustig zu machen, finde ich echt fraglich. Ich glaube auch, dass der Übergang von dieser teils so vogelwilden, wenn auch attraktiven Spielweise unter Nagelsmann hin zu mehr Kontrolle und Ruhe seine Zeit bedarf. Klar sollte die kontrollierte Anlage nicht so ideenlos und unkreativ aussehen, wie es heute tat. Aber wir befinden uns nun mal in einem Prozess, in dem es Spiele gibt, wo es schon top funktioniert, zum Beispiel Bochum. Und dann wieder eher weniger. Die Jungs spielen alle 3 Tage aktuell und das auch ziemlich intensive Spiele. Fokus sollte aktuell tatsächlich eher auf Ergebnissen liegen, auch wenn es viele nicht hören wollen. Glaube weiter an TT und finde es echt schade, wie stark einseitig sich die Kommentarsektion auf ihn einschießt. Sind immer noch ungeschlagen die Saison und da trägt TT sicherlich auch seinen Anteil dazu bei. Nee, erstmal ziehe ich den Trainer nicht in den Dreck. Ich kritisiere das, was ich sehe und der Trainer ist dafür verantwortlich. Dass es an mangelnder Qualität liegt, ist halt absoluter Schwachsinn. Ne? Wer soll denn jetzt mangelnde Qualität haben? Alle Spieler, die auf dem Platz stehen, haben ihre Qualität in den letzten Jahren bewiesen. Also die Qualität ist ja da. Sie wird halt nicht abgerufen. Und wenn das Spieler sind, die eine Qualität haben, die sie aber nicht abrufen können, ja, wer ist dann in der Verantwortung dafür? Der Trainer. So. Und wenn der Trainer, wie du selber sagst, wo ich dir recht gebe, dass wir eine Übergangsphase haben von dem super Hurra-Fußball zu dem super kontrollierten Stil hin, dass das eine Übergangsphase braucht, definitiv. Habe ich jetzt auch hier, selbst in dem Video schon oft genug gesagt, dass man mal die Kirche im Dorf lassen muss, dass die Ergebnisse stimmen, dass man mal Zeit lassen sollte bis zur Winterpause, etc. Aber wenn man doch dann sieht, als Trainer, yo, diese Spielweise kann ich nicht spielen, weil ich keine Holding Six habe, weil ein Kimmich zu doof ist, das zu interpretieren. Das aber die zentrale Position ist in der Taktik, die der Trainer spielen möchte. So, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Habe ich auch schon 100-mal erzählt. Entweder probiere ich mal andere Spieler da aus, ja, um zu schauen, vielleicht gibt es ja jemanden, der das besser macht als ein Herr Kimmich. Oder aber ich muss halt meine Taktik an den vorhandenen Spielern anpassen. So, beides sehen wir von Tuchel nicht. Punkt. Fakt. Und dann kritisiere ich ihn dafür. Das ist alles. Alles, was du sagst, hast du recht. Ja, außer mit fehlender Qualität. Das ist Schwachsinn. Die Qualität haben die Spieler. Sie kriegen sie halt nicht auf den Platz. Warum, wieso, ob das Vorgabe vom Trainer ist oder nicht, wissen wir nicht. Können wir auch schlecht kritisieren. Ja, aber das, was ich dir gerade aufgezählt habe, ist in Tuchels Verantwortung und das kritisiere ich. Punkt. Christian Lorcay, mit einer 4 rutscht man auch durchs Abi. Aber es lobt dich auch keiner dafür. Soweit sind wir auch beim FCB. Ja gut, aber ja, Abi ist jetzt ein schlechter Vergleich. Nehmen wir mal Schlosserausbildung. Hast du mit 4 abgeschlossen, bis 10 Jahre in dem Beruf, dann interessiert das keine Sau mehr, ob die Abschlussprüfung eine 1 war oder eine 4 minus. Ne? Aber ich weiß, was du meinst und ja, wir sind halt soweit jetzt. Ja, war das alles ein bisschen mit dem Zwinkern bedacht in dem Video. Aber am Ende des Tages muss man jetzt einfach die Ansprüche runterschrauben. So, was willst du machen? Wir haben 9 Spiele gesehen. Wir wissen, welchen Fußball wir aktuell spielen können. Und da muss man seine Ansprüche ein Stück runterschrauben und sagen, jo, wir gucken mal, Hauptsache der Einsatz ist da, wir kriegen die Spiele gedreht, wir gewinnen irgendwie. Ja, keine Ahnung, das muss jeder für sich wissen, ob er den Anspruch runterschrauben möchte oder nicht. Ich werde mich nicht hier hinsetzen, wenn wir 2:1 gegen Kopenhagen gewinnen und da irgendwelche lobenden, überschwänglichen Worte finden, wenn wir Grütze spielen. Ne? Also ich erwarte was anderes.
Nochmal, man muss das differenziert sehen, habe ich gerade auch schon gesagt. In 4 Wochen fragt keine Sau danach, wie wir das Spiel gewonnen haben. Wir haben es gewonnen, Punkt. Von daher kann man da jetzt nicht voll reingehen. Aber nichtsdestotrotz werde ich immer das kritisieren, was ich sehe und was mir persönlich nicht gefällt. Das muss man nicht teilen, ja. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Leute, die interessiert nur, 2-1 gewonnen, alles supi, alles toll. Vielleicht bin ich da einfach schon zu alt und habe zu viel gesehen beim FC Bayern. Ich weiß es nicht. Ja. Kann sehr gut sein, dass es daran liegt. Möchte ich gar nicht irgendwie verneinen. Aber es ist ja auch das Schöne. Ne? Das muss jeder für sich wissen. Der eine sieht so, der andere so und das ist für mich völlig okay. Sascha King, wird das noch eine Fußballmannschaft? Kopenhagen und Leipzig haben noch gezeigt, wie man als Mannschaft spielt. Aber leider werden in der Presse immer nur die Torschützen erwähnt. Das hilft dem Teamgefühl auch nicht weiter. Ja, ob das jetzt die Torschützen jetzt da irgendwas interessiert, weiß ich nicht. Aber ja, mannschaftlich fehlt uns eine Menge. Und auch da sind wir dann wieder beim Thema Kimmich, habe ich Kammer gesagt? Ich weiß nicht. Kimmich, der halt der zentrale Mann ist, der dieser Anführer sein möchte in dieser Mannschaft. Er es aber nicht hinkriegt, diese Mannschaft zu führen oder überhaupt mal diese Mannschaft zusammenzuführen. Das ist leider auch ein Fakt. Barbie, war kein gutes Spiel, aber wenn am Ende die Champions League gewinnst, fragt am Ende in der Gruppe, ja, ist ja, was ich sage. Bloß werden wir nicht gefragt werden, weil wir nur mit Losglück weiterkommen. Beim ersten Siegbrocken fliegen wir mit dem Gurkengekicke raus. Da steht es dann nach solchen ersten 60 Minuten 0:4 und das war's dann. Ja, wenn wir solche Leistungen bringen sollten gegen einen starken Gegner, ist das so. Keine Frage. Aber vielleicht bringen wir da andere Leistungen. I don't know, weiß man nicht. Aber nochmal, habe ich jetzt auch schon 100-mal gesagt. Ja, selbst in 2 Wochen interessiert das keine Sau mehr, wie das Spiel gelaufen ist. Interessiert, wir haben 2-1 gewonnen, Punkt. GB, Kick and Rush, unsere neue Taktik. Kick and Rush. Kick and Rush habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Kick and Rush, so Schottland und Wales, da gab es das früher öfters. Ja. Nationalmannschaft. Torben. Okay, man muss aber sagen, dass zum Beispiel Arsenal in Lens verliert. Zeigt ja, dass selbst so eine angeblich... Ja gut, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Hier können die Leute... Ja, das ist gar nicht böse gemeint. Mich interessiert halt einfach nicht. Was sollen wir uns jetzt daran hochziehen? Ja, wir haben den FC Kopenhagen 2-1 mit einer schlechten Leistung geschlagen, aber Arsenal hat den Lens verloren. What the fuck? Jens Uwe. Besser kann es... nicht sagen und allein das Ergebnis zählt und gibt Tuchel recht. Ein Glück, dass der Gegner heute nicht Braga war, wäre wirklich interessant. Braga hätte uns zerlegt, Alter. Die sind zwar defensiv auch super anfällig, wäre ein sehr interessantes Spiel geworden, aber defensiv hätten die uns zerlegt. Ein Glück, dass der Gegner heute nicht Braga war, wäre wirklich interessant gewesen, aber vielleicht kommt das Spiel gegen Braga noch. Ole rettet den knappen Sieg, den Müller mit eingeleitet hat. Wer hätte das gedacht? Bei dem Thema Boateng bin ich zu 100% bei dir. Es muss doch einen Nachwuchsspieler geben, den man wenigstens mit auf die Bank setzen und der Innenverteidiger spielen kann, statt Boateng wieder zu reaktivieren. Ja, gut, zu dem Thema habe ich alles gesagt. Ja, hier sind wir dann auch bei dem Punkt, hätte, wäre, wenn, aber Braga war offensiv halt wirklich super variabel. Also alles das, was uns abgeht, hat Braga gezeigt, offensiv. Defensiv natürlich hätten wir eine Menge Räume gekriegt gegen Braga. Also wir hätten da mit Sicherheit auch locker 3, 4 Hütten gemacht. Ja, das muss man auch mal sagen. Selbst Union hat Räume gehabt ohne Ende. Sie konnten leider viele nicht nutzen. Aber es wäre auf jeden Fall ein schönes Spiel gegen Braga. So viel könnte man sagen. Also wenn jetzt beide diese Form hätten, die sie jetzt gerade haben. Guck mal an, kommt sicher ins Achtelfinale. Aha. Mit jetzt 1 Punkt, oder was? Sehe ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt Galatasaray angucke mit 4 Punkte. Bild. Ja, vielleicht ist es, vielleicht kommt es so, ich weiß es nicht. I don't know. Christian Loch. Ach so, Ivan war es. Christian Loch, Kai, was bringt das, wenn Kimmich die Position hält und der mit, ja, ich nehme das Unwort des Jahres nicht mehr in den Mund, überlaufen wird wie ein 3-jähriges Kind mit Windeln? Ja, das weiß ich nicht. Es ist dann ein Fortschritt, dass er in dem Raum ist. Was? Christian, wie soll ich das jetzt argumentieren? Das war ja auch nur eine Feststellung. Das war ja jetzt nicht irgendwie... Ich gebe dir vollkommen recht. Er war in dem Raum und er wurde wirklich 4-mal überlaufen, als wäre er gar nicht da.
Gebe ich dir 100% recht. Das Speedmixer. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Tuchel die Saison nicht zu Ende bringt. Keine Ahnung warum, habe ich einfach im Urin. Ich habe mich bisher echt immer sehr dagegen gewehrt. Seit Wochen. Ne, es gibt ja viele, die das hier schon schreiben, auch von Anfang an. Ich habe mich immer sehr dagegen gewehrt. Aber so langsam schleicht sich auch so ein Gefühl ein. Erst recht, wenn da wirklich ein Eberl der neue Sportvorstand werden sollte. Aber ich wünsche es einen Tuchel nicht. Ich hätte einen Tuchel gerne bei uns. Ich finde ihn halt echt einen guten Trainer. Und ja, mir ist auch bewusst, ja, auch wo ein Tuchel verpflichtet wurde, dass ein Tuchel eher aus einer starken Defensive kommt. Aber guckt euch unser Offensivpotenzial doch an. Ja? Es wäre doch gar kein Problem, wenn wir hinten eine stabile Viererkette mit einem defensiven Sechser haben und da super stabil wären. Ja? Dann hast du immer noch genug offensives Potenzial, was sich vollkommen entfalten kann. Also, das hätte ich jetzt gar nicht irgendwie als Schwäche gesehen. Ne? Von daher, ja, vielleicht braucht Tuchel einfach noch ein bisschen Zeit. Nochmal Harry Kane braucht auch noch Zeit. Min-Jae braucht Zeit. Und ja, wir können es immer wieder nur wiederholen. Kimmich ist halt nicht dieser defensive Sechser, den Herr Tuchel gerne in seiner Taktik haben möchte. Aber nochmal, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, da muss ein Tuchel entweder da jetzt endlich andere Spieler ausprobieren oder er muss von dieser Taktik weg. Punkt. Und dann seine Taktik fahren, wenn er die Spieler hat, die er braucht. Das ist nur diese Diskussion. Da halte ich mich raus. Peter, Phil. Also, mir lieber ein tolles Spiel zu liefern und 2:5 zu verlieren, ist doch geil. Oder mal hin und wieder ein 2:2 ist doch absoluter Mist. Eindeutige Siege einzufahren. Nochmal. Also, mir ist lieber ein tolles Spiel zu liefern und 2:5 zu verlieren. Ist doch geil. Oder mal hin und wieder ein 2:2. Ist doch absoluter Mist, eindeutige Siege einzufahren. Wie viele Punkte gibt es für ein 2:1 und wie viele Punkte für ein 7:0? Was? Auch nur 3 Punkte? Da stimmt doch was nicht. Ist doch klar, 7:0 gegen Bochum, das ist doch Pflicht. Und wehe nur 2:1 in Kopenhagen. Das geht ja so gar nicht. Bayern muss jeden Gegner demütigen, unter dem geht es gar nicht. Ach, das ist doch völliger Schwachsinn, was du laberst, Alter. Nee. Völliger Schwachsinn, da kriegst du auch kein Herz von mir für. Ich habe deinen Kommentar gelesen, deine Aussage ist völliger Dünnschiss. Würdest du den Kanal hier verfolgen und willst du nur ein bisschen hier länger dabei sein, wüsstest du, dass diese Aussage völliger Schwachsinn ist. Ich erwarte nicht, dass Bayern irgendwie einen Gegner demütigt oder jedes Spiel 7:0 gewinnt. Wir können 2:1 gewinnen, wir können auch gerne mal 3:2 verlieren oder wie du schreibst, auch mal ein 2:2 spielen. Es geht einzig und allein um die Einstellung und die Art und Weise. Um nichts anderes. Aber das wüsstest du, wenn du hier ein bisschen auf dem Kanal wärst. Das bist du nicht. Oder warst du nicht. Und wenn du es doch bist, dann hast du vieles nicht verstanden. Und dann ist das okay. Das ist deine Meinung. Wenn deine Meinung aber auf mich bezogen ist, ist sie leider absoluter Dünnschiss. Und das sage ich dir dann auch so klipp und klar. Einmal das 1:0 für Kopenhagen vorbereitet. War viel zu wild im Zweikampf. Aber er kämpft wenigstens Blasülz, okay. Ist so wieder der Peter? Okay, Peter Phil die zweite. Jetzt bin ich gespannt. Ach übrigens, Kimmich wurde zum Man of the Match gewählt. Jamal war schlecht, hat eine Bude gemacht. Junge, ich lese nicht weiter. Ich lese nicht weiter. Entweder bist du einer, der trollen will oder keine Ahnung, du hast einfach eine komplett andere Meinung von Fußball. Was okay ist, schreib sie hier rein, können die anderen Leute sich mit beschäftigen. Ich tue das nicht. United-Fan nochmal hier. Patrick, hat jetzt natürlich nichts mit eurem Spiel zu tun, aber wir haben ja gerade von Galatasaray auf die Fresse bekommen. Ich als United-Fan habe aber gerade wegen Trainern wie Tuchel Schiss davor, dass Ten Hag entlassen werden könnte. Also so eine Scheiße wie unterm Tuchel könnte ich mir echt bei unserem Verein nicht geben. Ich finde es unfassbar, dass dieser Trainerstil akzeptiert wird. Aktuell die Bayern-Spiele zu schauen, macht mich echt wütend. Was soll ich dazu sagen? Ja, ihr Fußballergebnissport, bla, Sülz. Ja, zu Manchester United kann ich nichts sagen. Ich kann auch zum Ten Hag wenig sagen. Ich fand ihn aber auch ein bisschen overhyped, wenn ich ehrlich bin. Ja, bei Ajax, aber bei Ajax hast du ein ganz anderes Umfeld. Ne? Ist natürlich schon dann eine Hausnummer, von da dann nach Manchester United zu gehen. Ich weiß nicht, woran es hapert. Das weißt du ja wahrscheinlich besser.
klar, ihr habt viele Verletzte, ne? Das ist mit Sicherheit ein Punkt. Ja, wie hier schon gesagt wurde, das muss immer so jeder für sich selber wissen. Ich habe ja das Beispiel mit Union gebracht, aber wir können auch das Beispiel mit Manchester United bringen. So, ihr steht mit 0 Punkten da, spielt dafür vielleicht den schöneren Fußball oder den offensiveren Fußball. Wir stehen mit 6 Punkten da und, obwohl das Spiel gegen euch jetzt nicht super schlecht war, und spielen Grottenfußball, um es jetzt mal überspitzt zu sagen. So, da kann man jetzt drüber streiten, was jeder sehen will. Ich habe das vorhin schon gesagt, wie ich das sehe, was ich für einen Anspruch habe. Kann ich mich damit identifizieren, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, welches Beispiel nehmen wir denn mal? Was jetzt ein bisschen unfair ist, aber nehmen wir mal das Beispiel Griechenland, Europameister. Das hat ja nichts mit Fußball zu tun gehabt. Ne? Oder nehmen wir mal Chelsea, das Spiel in München, wo sie Champions League-Sieger wurden. All solche Spiele würde ich jetzt mich schwer tun mit. Ja? Griechenland können wir jetzt nicht so als Beispiel nehmen, weil Griechenland halt maßlos unterlegen war von der Qualität. Aber wenn ich eine Mannschaft mit Qualität sehe, die sich dann defensiv reinstellt und nur darauf bedacht ist, irgendwie mal Lucky 2 Konter zu fahren oder sowas, ist das nicht mein Verständnis davon, Fußball zu spielen. Ja? Und finde ich absolut abartig aber, wie es hier schon oft stand, das ist Ergebnissport, deswegen tun diese Mannschaften das. Mir gefällt das aber auch nicht. Und deswegen haben wir auch ganz viele Leute hier, auch hier in den Kommentaren, was auch völlig okay ist, die einfach nicht verstehen, warum wir bei 2 Unentschieden und sonst alles gewonnen, warum hier in jedem Video kritisch geredet wird. Das raffen diese Leute einfach nicht. Ich weiß nicht, ob diese Leute sich das Spiel vielleicht auch nicht angucken und nur das Ergebnis sehen. 2:1 gewonnen, yippie Schweinebacke. Wenn man sich die Spiele anguckt und sieht, wie wir gewinnen, dann ist das grausam, sich anzugucken als Bayern-Fan. Ja? Aber nochmal, habe ich auch schon gesagt, in 2, 3 Wochen fragt da keine Sau mehr nach. Die Frage ist halt nur, ja, ob wir die Kurve kriegen. Ne? Also sollte das der Fußball sein, den wir jetzt eine Saison spielen, dann ist Tuchel bald weg. Da brauchen wir nicht drüber reden, weil das ist auch nicht der Anspruch unseres Vorstandes. Also da bin ich mir safe sicher. Ja, keine Ahnung. Schwierig. Wie gesagt, zu Manchester United kann ich wenig sagen. Aber ja, bei uns ist ja hier auch nochmal viel unpräzise Pässe, halt einfach kein Zusammenspiel, keine Bewegung ohne Ball, es fehlt die Spiellaune. Ja, bei Sané hatte jetzt die ersten 5 Spiele diese Spiellaune, aber diese Spiellaune ist dann darin gegipfelt, dass er versucht hat, 10 Spieler auszutanzen und von ganz rechts nach ganz links läuft, um dann was zu tun, um dann wieder versuchen, nach rechts zu laufen und einen Torschuss zu machen. Ja, wir reden immer noch über Mannschaftssport und nicht über Tennis, also. Schwierige Situation. Ich verstehe jeden, der das gut findet, der sagt, ja, alles gut, wir gewinnen, wir drehen die Spiele, wir zeigen eine Einstellung. Ja, kann man argumentieren. Ist doch auch alles gut. Spreche ich doch auch keinem ab. Wenn die Leute wenn ihr damit zufrieden seid, dass die Ergebnisse kommen, egal wie, ist doch alles schön. Wie gesagt, vielleicht bin ich dazu einfach zu lange dabei, dass ich mich nicht daran hochziehen muss, ob wir zum 11., 12., 13. Mal hintereinander deutscher Meister werden, ob wir die 20., 30. Meisterschaft einfahren oder ob wir, keine Ahnung, den Titel holen. Nee. Ja, klar ist das schön, wenn man Titel holt, aber ja, es sollte ja Spaß machen, sich die Matches anzugucken. So, das ist doch erstmal so das Ding, oder? Also ich habe im Moment keinen Spaß daran. Mich regt das im Moment mehr auf, als dass es mir Spaß macht. Und dann kritisiere ich halt das. Punkt. Ja, das Ergebnis stimmt einem dann immer milde am Ende. Gar keine Frage. Ja, keine Ahnung. Aber das ist doch eine Sache, das muss jeder für sich entscheiden. Womit er glücklich ist und was einen glücklich macht und was einen gefällt und was einen nicht gefällt. So. Wie da oben stand, sarkastisch gemeint, ja, ich gucke mir auch lieber mal eine Niederlage an oder ein Unentschieden, wo wir wirklich guten Fußball spielen und vielleicht unlucky die Punkte verlieren, wo aber alles stimmt.
So, dann hätte ich gar nichts zu kritisieren. Also ich würde niemals, wenn wir ein gutes Spiel machen, wo die Einstellung stimmt, wo alles stimmt, wir verlieren das Spiel oder spielen das Spiel unentschieden. Gut, wenn das durch haarsträubende individuelle Patzer passieren würde, klar, dann kritisiert man diese Patzer. Aber ich würde doch niemals dann anfangen, das Ergebnis zu kritisieren, wenn wir ein super Spiel machen, alles stimmt und wir, keine Ahnung, wir verlieren dadurch, dass ein Schiri 2 Elfmeter pfeift, die irgendwie keine Elfmeter waren oder sowas. Da wird man doch nie auf die Idee kommen, das Ergebnis zu kritisieren. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr gerade versteht, was ich sagen will. Wahrscheinlich nicht. Ist zumindest die diesen Anspruch haben, den ich nicht habe, beziehungsweise die einen anderen Anspruch haben, wie ich habe, was völlig okay ist. Kasan Offi, so ein Hals, über 90 Minuten. Müller und Ulle sei Dank, dass ich wieder etwas besänftigt bin. Ja, guck mal, ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Aber eigentlich hatten wir die 3 Punkte nicht verdient. Ja, das sehe ich ganz genauso. Mittlerweile weiß halt jede Mannschaft, wie man gegen die Bayern spielen muss. Defensiv stabil stehen und schnell kontern. Klar, Kopenhagen spielt eben genau diesen Fußball und sie haben auch letztes Jahr in der Champions League kein Spiel zu Hause verloren. Aber es ist halt das übliche Leiden. 60-70% Ballbesitz, aber vorne kein Teamplay, keine Kreativität und am Ende muss man wieder froh sein, dass wir so viele gute Einzelkünstler haben und aktuell auch wieder das nötige Glück. Hier und da gab es eine Flanke, aber völlig bodenlos. Und genau das ist der Punkt. Einzelkünstler, alle auf dem Ego-Trip, schon seit Jahren, im Prinzip seit dem Gewinn der Champions League 2020, sind die Bayern keine Mannschaft mehr. Es ist irritierend ansehen zu müssen, dass ein Weltklasse-Stürmer wie Harry Kane immer noch komplett von der Mannschaft ignoriert wird. Ich glaube, es liegt an ziemlich simplen Dingen, warum es nicht so klappt, wie man es gerne hätte. Schon unter Pep Guardiola hieß es immer wieder, die Ideen des Trainers wären zu kompliziert. Auch Julian Nagelsmann musste sich diesem Vorwurf gefallen lassen und ähnliches höre ich jetzt auch von Tuchel. O-Ton, wir haben in der Pause einiges vereinfacht. Ja, bin ich ja auch schon reingegangen in diese Kerbe. Offensichtlich liegt es ganz einfach daran, dass einige der Spieler nicht die mentale Kapazität besitzen, um die Ideen der Trainer umzusetzen. Aber das kann der Trainer ja schlecht in einer PK sagen, wobei er es ja bereits angedeutet hat. Joa. Und wer sowas schwer glauben mag, nehmt euch einfach mal 20 Arbeitskollegen und denkt darüber nach, wie doof der Durchschnitt davon ist. Dann hat man in der Regel bereits seine Antwort, warum es in einem Team oft nicht klappen will. Ja, da bin ich komplett bei dir. Wir haben, warum auch immer, ja, ich würde auch keinen Spieler unterstellen, dass er doof ist oder so, das glaube ich auch nicht. Müssten wir mal auf die Schulabschlüsse eingehen, falls das irgendwie eine Aussage haben soll. Wüsste ich jetzt aber auch nicht, welche Aussage das haben soll, ob man Fußballverstand hat oder nicht. Aber anscheinend sind unsere Spieler einfach festgefahren. Ja, die sind in dem System, was sie eingeprügelt gekriegt haben. Die Spieler, die noch unter Pep dabei waren, ich weiß nicht, vielleicht hat er das so sehr eingeschliffen, dass das einfach festgefahren ist. Ja, dass sie einfach nicht bereit sind, aus diesem Konzept rauszugehen und mal sich auf neue Sachen vernünftig einzulassen. Ja, das war schon unter Nagelsmann so, bin ich komplett bei dir. Was waren da für Diskussionen? Ja? Oh nein, der Nagelsmann hat mal eine Dreierkette aufgestellt. Der Mannschaftsrat gleich zu der Spitze und Nagelsmann im Team und ach nein, wir können doch nicht mit Dreierkette spielen. Was verlangst du vor? Wir können doch nicht mit Dreierkette spielen. Und wir können doch nicht im Spiel von Dreierkette auf Fünferkette oder auf Viererkette wechseln. Das geht doch nicht. Riesentrara gewesen. Ja, Nagelsmann setzt sich in die PK hin und erzählt, ja, ich habe mich mit dem Mannschaftsrat zusammengesetzt und die Spieler haben mir klar gemacht, dass sie das Spielsystem so nicht umsetzen können und wir gehen jetzt wieder auf Viererkette. Versteht ihr? Hammer, oder? Hammer. Wild. Ganz wild. Das ist ein Beispiel. Unter Tuchel fängt das jetzt genauso an, ja. Was ist ja, was ich sage, vielleicht ist einfach zu viel. Zu viel. Warum muss man einen Gegner in 3 Videokonferenzen sich angucken? Warum? Wenn ich der VfL Bochum bin, ja, dann studiere ich vielleicht, weil ich der unterlegenere Gegner individuell bin, fußballerisch bin. Dann studiere ich den Gegner haargenau. Wo sind seine Schwächen? Wo können wir reingehen? Was können wir machen? Dass wir unsere Stärken irgendwie einbringen können. Das verstehe ich vollkommen, dass man sich da viel mehr mit dem Gegner beschäftigt. Aber doch nicht, wenn wir der FC Bayern sehen und diese individuelle Klasse haben, die wir nun mal haben. Müssen wir doch ein Spielkonzept haben. Nochmal, was wir durchbringen. Wenn das nicht geht, muss man ein alternatives Konzept haben. Aber wir probieren es ja noch nicht mal durch Rochaden vorne.
Durch gar nichts. Wir ändern nichts. Wir spielen einfach den Stiefel runter. Entweder klappt das oder es klappt nicht. Und aktuell haben wir keinen Stiefel. Aktuell ist der Stiefel, wir spielen den Gegner müde. Kane zieht 2, 3 Leute auf sich, der Rest versucht durch Einzelaktionen irgendwie zum Abschluss zu kommen. Und in der 70., 75. Minute bringen wir 3 frische Jungs, die heiß sind, die vielleicht nochmal ein Tor machen. So, das ist unsere Spielweise. Das ist unsere Strategie. Und das ist halt einfach, sich anzugucken, grausam. Grausam, und ich sag's euch ganz ehrlich, mit der gesunden Arroganz, die man als Bayern-Fan haben sollte, nicht Bayern-like. Gerd Berger. Das war aber schon immer so und wird auch so weitergehen, wenn eine kleine Mannschaft gegen eine große spielt, gute Defensive und Kontern. Wenn sie was anderes tut, so wie Bochum, kommt sie unter die Räder. Ist ja logisch, dass dann eine Mannschaft nicht Harakiri spielt. Ja, na klar. Und das ist nicht nur bei den Bayern so. Glaubst du, es gibt noch Mannschaften, die in der Champions League spielen und nicht den Gegner analysieren? Die wissen alles, was zu tun ist. Nur manchmal gelingt es nicht oder man bekommt frühzeitig ein Gegentor, dann ist diese Taktik auch futsch. Ja, gut. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, was er hier geschrieben hat. Dass er denkt, dass unsere Spieler einfach nicht bereit sind, sich auf andere Taktiken einzulassen. Ja. Oder auch mal flexibel sind. Ich meine, am Ende hin hat's ja, irgendwann hat Nagelsmann ja trotzdem die Dreierkette gebracht. Beziehungsweise die Viererkette da mit einem hohen Außenverteidiger, der vorgerutscht ist, so dass wir im Spielaufbau dann eine Dreierkette hatten. Und wenn wir dann den Ball verloren haben, eine Viererkette. Ähnlich wie es jetzt ein Tuchel versucht hat mit einem Leimer, wenn wir im Ballbesitz sind, dass er eher auf der Zehnerposition ist. Ich weiß nicht, wo dann Musiala hätte sein sollen, das hat er nicht beantwortet. Beziehungsweise wurde die Frage nicht gestellt. Und wenn wir nicht im Ballbesitz sind, sollte ein Leimer neben den Kimmich oder auf Höhe von Kimmich spielen. Hat ja nicht wirklich gut geklappt, beziehungsweise gar nicht geklappt. Aber warum man vorne die 4 nicht mal ruschiert, geht in meinen Kopf nicht rein. Aber anscheinend sind solche Facetten, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Spieler einfach zu festgefahren in dem System, was sie jahrelang gespielt haben. Ich kann es nicht sagen. Nehmen das gute Spiel und gewinnen. GB. Chris, Müller und Tell müssen in die Startelf. Der King ist im Formtief. Und was mich am Sané schon immer nervt, ist, dass er anscheinend nur gut spielt, wenn er Bock dazu hat. Tuchel himself irritiert mich immer mehr. Wieso? Was hat er mit der Mannschaft vor? Er hat sie definitiv noch nicht besser gemacht. Teilweise ein wirklich übles, langsames Gekicke. Die erste Halbzeit war grausam. Nee. Besser ist gar nichts geworden bisher. Kai hatte heute Baldrian-Tee getrunken. Nee. Ich habe mich auch während des Spiels, ich habe mich zweimal aufgeregt, ja. Zweimal, ansonsten, keine Ahnung, ich habe das daran gemerkt, weil ich mir gedacht habe, jetzt überlege ich mal, du hättest dir das jetzt angeguckt, weil das ja so eine Idee war von manchen, und ich hätte im Stream darauf reagiert. Das wäre super langweilig gewesen. Weil ich hätte da 80 Minuten so gesessen, ja, alles wie immer, ja, Kimmich, ja, wieder überlaufen worden. Aber hey, positiv, er ist mal auf der Position geblieben, ja. Sané, ja, Ball wieder weg, ja. Gut, starkes Spiel, müssen wir uns mit abfinden, sehen wir seit 9 Wochen so. So saß ich da halt. So, es hat mich nicht mehr aufgeregt. Und das ist dann schon traurig, deswegen dann dieses sarkastische Video. Vielleicht lag es aber auch daran, wie ich schon sagte, dass ich vorher Union gesehen habe, was ein wirklich schönes Spiel war, sich anzugucken. Gerade als Neutraler. Das heißt Neutraler, ich war natürlich schon auf Union-Seite. Ja, aber deswegen ist das, was ich da in dem Video sagte, war natürlich nicht alles sarkastisch. Wir müssen aktuell einfach unsere Ansprüche runterschrauben. Ja, Punkt. Ansonsten kommen wir auf keinen grünen Zweig mehr. Jetzt so bei der schönsten Nebensache der Welt. Das darf man immer nicht alles überbewerten, ne? Wenn hier Leute sind und sagen, wie kannst du da kritisieren? Und weiß ich, ob für die Leute dann irgendwie immer eine Welt untergeht oder so. Ja, Fußball ist super. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Ne? Und wenn man dann irgendwann mal ein bisschen anfängt zu resignieren, tut der Gesundheit dann gut, ja. Aber ihr werdet nicht erleben, wie ich es vorhin schon sagte, dass ich hier sitze und wir gewinnen so ein Spiel 2:1 und spielen Grottenfußball. Ja, dann werde ich mich nicht hier hinsetzen und sagen, oh, tschakka, super.
Das war halt sehr ironisch, ja. André, ganz deiner Meinung, ein volles Scheißspiel von uns. Wo ist unser Mir Samir? Das gibt's im Moment nicht. Das könnte man jetzt an vielen Faktoren festmachen. Wie ich schon gesagt habe, ein Kimmich bekommt es nicht hin, diese Mannschaft zu führen. Ein Müller sitzt draußen, der dieses ausstrahlt. Ein Tell sitzt draußen, der dieses mit allem, was er tut, ausstrahlt eigentlich. Und dann wird es schwierig. Ja, dann wird es schwierig. This video be like, wenn ein Kätzchen den FCB kommentiert. Eieiei. Tschüss. Ich will Hansi Flick zurück als Trainer. Was waren das für geile Spiele und jetzt nur ideenlos hin und her geschiebe. Ich will Hansi Flick nicht zurück als Trainer, aber da kann jeder seine Meinung haben. Habe ich schon oft genug erklärt, warum nicht. Aber sehr wahrscheinlich würden wir unter Hansi Flick besser spielen. Da gebe ich dir sogar recht, weil Hansi Flick sagen würde, Männer, kommt mal alle her. So, wo möchtet ihr denn gerne spielen und was denkt ihr, wie wir gerne spielen möchten? So, das ist Flick. Das ist, was er kann, was er gut kann. Hat er gezeigt, hat nicht umsonst alle 6 Titel geholt. Das hat er geholt, indem er die Mannschaft hat das machen lassen, was sie möchte. Und wenn du die richtigen Spieler hast und die richtigen Führungsspieler, die den Kader dann auch im Griff haben, musst du das moderieren, kommentieren, alle bei Laune halten und gut. Wenn dann so ein Trainer kommt wie Nagelsmann, der seinen eigenen Willen durchsetzen will, der das umwursteln will, der das umwursteln will, dann sind die Spieler angepisst, der ist angepisst, der ist angepisst, der hat keinen Bock, der hat keinen Bock. Jetzt hast du den Tuchel, der möchte genau das Gegenteil vom Nagelsmann machen, möchte aber auch wieder alles umwursteln, spricht den Kimmich ab, dass er ein Führungsspieler ist, spricht den Kimmich ab, dass er ein Sechser ist, spricht denen das ab, dem das ab, das alles öffentlich. Ja, und dann siehst du das, was du gerade siehst. Punkt. Leider der Beste gestern sah ich komplett anders, hätte ihn in der Halbzeit ausgewechselt. Seine Passqualität ist in meinen Augen nicht gut genug für Bayern. Ich hätte Guerrero für ihn gebracht. Ja, habe ich ja schon viel zu gesagt zu Leimer. Ich werde da nächstes Spiel mal explizit ein bisschen mehr drauf achten. Vielleicht habe ich da einen blinden Fleck. Wolfgang Presse, gebe ich dir recht, Berlin hat wirklich super Fußball gespielt. War ein schönes Spiel, ja. Was hat es am Ende gebracht? Fußball ist kein Schönheitswettbewerb, nur ja. Ja, ist deine Meinung, kannst du dir... Da sind wir halt bei dem, was man erwartet. Jeder hat seinen eigenen Anspruch, aber das weiß ich nicht, fühle ich nicht. Und diese Aussage auf Union bezogen ist halt völliger Schwachsinn. Ja? Auf uns kannst du das vielleicht so sehen, ja, dann erfreust du dich ja gerade an jedem Bayern-Spiel, das freut mich für dich, Gerd. Dann hast du ja im Moment richtig Spaß mit unserem Verein. Auf Union bezogen, völliger Schwachsinn, diese Aussage. Union war ein reines Fußballfest und Union spielt nicht Champions League und hat den Anspruch zu sagen, wir müssen hier unbedingt in der Gruppe weiterkommen. Klar wäre es super schön gewesen, wenn sie gewonnen hätten gegen Braga. Aber ich denke, allein die Stimmung hat gezeigt, was das Ziel ist. Ja, also mal ein bisschen mit den Sachen auseinandersetzen. Also, du wirst mit Sicherheit keinen Unioner sehen, der sich sagt, da hätten wir ein richtiges Scheißspiel gemacht und wäre keine Stimmung gewesen und wir hätten 1-0 gewonnen, wäre viel geiler gewesen als so, wie es war. Also, ja, so redet man vielleicht, wenn man so ein verbohrter Bayern-Fan ist, der seit 11 Jahren die Meisterschaft gewinnt oder sowas. Ja, obwohl ich dann eher da bin, zu sagen, ja, normal muss man das andersrum sehen. Ja, ob du jetzt die Meisterschaft zum 11., 12. Mal hintereinander gewinnst, cares, Alter. Drauf geschissen. Punkt. Ich möchte schönen Fußball sehen. Ich möchte unterhalten werden. Ich möchte mich freuen, meine Mannschaft zu sehen. Ja, dass das nicht immer geht und in jedem Spiel, ist klar. Aber wir sehen es halt, von 9 Spielen haben wir es in einem Spiel gesehen. Aber nochmal, jeder hat da seine Meinung. Immer eine Halbzeit spielen die eine Grütze zusammen. Ja gut, die zweite Halbzeit war auch nicht besser. Da ist er wieder. Warte, erstmal Bernd Biesenkamp. Sado Ruhrpott, sehe alles genauso wie du, nur bei Mazraoui gehe ich nicht mit. Der ist einer für Bremen oder Gladbach, da war nichts Solides außer Querpässe und Rückpässe spielen. 1 gegen 1, selbst jedem Kopenhagen-Spieler unterlegen. Der einzige Spieler, der es wirklich nicht schafft, mal 20 Meter mit dem Ball nach vorne und einen Doppelpass zu spielen. Was ist denn Doppelpass? Ich habe bei uns noch keinen Doppelpass gesehen in der Saison. Aber denke, er ist nur Notlösung im Moment und wird ab Winter keine Rolle mehr spielen. Ja, das
Kannst du sehr, sehr gut so sehen. Ich fand Mazraoui jetzt nicht so schlecht in diesem Spiel. Ja, dass ein Tuchel nicht auf ihn baut, hat ein Tuchel mehr als deutlich gezeigt, indem er ihn in jedem Topspiel rauslässt. Ne? Deswegen noch unverständlicher, warum man einen Stani abgegeben hat. Aber ja, ist auch klar, wenn man sich um einen 35-jährigen Kyle Walker oder 34-jährigen bemüht und sich dabei fast beide Arme ausreißt und sich der Lächerlichkeit preisgibt als Trainer, ja, dann wird natürlich auch jeder rechter Verteidiger wissen, dass er da wirklich nur eine Notlösung ist. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen schwer, da die richtige Einstellung zu zeigen. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht zu sagen. Ich denke, dass Mazraoui es kann, hat er unter Nagelsmann gezeigt. Hat er unter Tuchel noch nicht einmal gezeigt. Was sehr wahrscheinlich daran liegen wird, dass ein Tuchel halt einfach ihn sehr wahrscheinlich nicht haben möchte. Ja, bin ich bei dir. Zum Glück ist Nagelsmann nicht mehr Trainer vom FC Bayern. Unter Tuchel spielen wir so geilen, attraktiven Fußball wie niemals zuvor. Ganz genau so sieht's aus. What's up? Keine Taktik, kein Spielwitz, keine Spielideen, keine Flanken, keine Doppelpässe, kein nix. Ich plädiere für einen Trainerwechsel, denn Tuchel hat mich bis jetzt in keinster Weise überzeugt. Haben die Spieler Verbote bekommen, als Team zu spielen? Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Josef von Brunn. Vielleicht solltest du mal Dortmund beurteilen für ihre Leistung. Da könnte es noch besser losledern. Ja, es könnte besser sein, aber ganz so schlecht ist es dann doch nicht. Und wir haben gewonnen. Das halt nicht Man City. Du bist der Erste, der den Daumen dafür nach unten kriegt mit diesen verfickten, verkackten Vergleichen, Alter. Dortmunder Leistung kann ich nicht beurteilen, weil ich noch kein Spiel von Dortmund gesehen habe. Union 0 Punkte, Bayern 3 Punkte. Ja. Ich fand Leimer bodenlos schlecht. Heute so viele Ballverluste, Fehlpässe, so oft in den Mann gelaufen. Seppi und hier Bello. Barak Joe, gewonnen, juhu. Wolfgang Presse und immer durch die Mitte, einfach furchtbar. Christian Loch, ich mache mir Mittag frei für 2 Stunden, muss dann abends länger machen, um alle Kunden zufriedenzustellen, nur um mir so ein Spiel anzuschauen. Und das jetzt seit einem halben Jahr. Passspiel C-Klasse oder schlechter. Passgeschwindigkeit, Spielgeschwindigkeit C-Klasse. Stockfeder wie eine C-Klasse. Und als dann Kimmich in der 53 Minuten den Freistoß schießt aus halbrechter Sané-Position, da habe ich abgeschaltet. Eine kurze Spielanalyse, den Kimmich müsste die nächsten 8 Monate wegsperren. Ich kann diese Hackfresse nicht mehr sehen. Und das sage ich als FC Bayern-Fan seit 74. Ja. Hackfresse, ja. Mein Gott. Man wird halt mal emotional. Ich verstehe das, bin ich auch oft genug mal nach so einem Spiel. Von daher, alles gut. Die Dusel Bayern sind zurück. Von Mick Meier. Wolfgang Deininger, mach halt Berichte über Union, weil sowas, was du machst, hat keinen Sinn. Und da würde auch dein Fußballverständnis reichen. Als Münchner sage ich dir, solche Fans wie du brauchen wir nicht. Sehr gut. Kriegst du ein Herz von mir für. Wolfgang. Ich habe aber auch noch neben dem Herz einen kleinen Tipp. Guck halt woanders. Brauch dich ja hier auch nicht. Siehst du? So, du brauchst mich nicht und ich brauch dich nicht. Also brauchen wir uns beide nicht, also guck hier nicht. Doch, alles gut. Wolfgang Presse, hab wirklich keine Lust mehr, solchen schrecklichen Fußball mehr anzuschauen. Für was brauchen wir einen Kane, der einfach keine Bälle kriegt, und der eigensinnige Musiala, den kann ich nicht mehr sehen. Aber er hat immerhin ein Tor gemacht heute. Mike M. Boah, wie arrogant ihr Bayern-Fans seid. Hoffe so sehr, dass ihr mal untergeht und dass ihr mal wieder in der Realität kommt. Es gibt auch andere Mannschaften, die Fußball spielen können und sich gut vorbereitet auf Bayern. Nie was anderes behauptet. In diesem Sinne. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.